Weihnachtszeit ist Kinderzeit und Kinder kennen nur zwei Kalender. Das ist der Ferienkalender und der Adventskalender. Es beginnt ja mit dem 1. Dezember und man stellt sich natürlich die Frage, wie ist das mal entstanden? Die Münchner Stadtgeschichte schreibt es ganz deutlich. Es war im Jahre 1890 ungefähr, da fragte der Markus Lang seine Mutter: Wie lange dauert denn das noch immer bis Weihnachten? Es brennt jetzt schon die erste Kerze, weil der erste Adventssonntag im November war, so wie auch in diesem Jahr. Die Mutter hat sich ein wenig Gedenkzeit erbeten, geht in die Küche, hat eine Bastelschublade und hat dann einen Adventskalender gefertigt, aus Pappkarton mit 24 Fenstern, hinter denen Süßigkeiten versteckt wurden. Das war das wirklich einschneidende Adventserlebnis für ihren Sohn. Und der wurde dann immerhin 28 Jahre alt. Das war das Jahr 1904. Und da hat er auf dem Münchner Viktualienmarkt den ersten Adventskalender zum Kauf angeboten. Und es war der Renner und bis heute das Liebste, was die Kinder in der Adventszeit haben, jeden Tag ein Türchen aufzumachen. Und das wollen wir mit Ihnen auch, liebe Funkenfreunde, Funkenfamilie und Funkenpens und alle, die dieses wunderbare Erlebnis Adventskalender mit uns teilen wollen. Jeden Tag bieten wir, ein kleines Team mit Freunden der Funken, mit Künstlern aus Stadt und Land, etwas zum Advent. Und heute will ich Ihnen schon mal ein kleines Gedicht dazu präsentieren, nämlich das Gedicht mit der Adventsvorbereitung. Schon naht die liebe Weihnachtszeit, bald will das Christkind kommen. Da macht sich jedes Herz bereit, da jubeln alle Frommen. Am frohsten pocht den Kindern doch das Herz mit lautem Schlage und jedes fragt, wie lange noch ist bis zum Weihnachtstage? Das Christkind aber blickt voll Huld auf die lieben Kleinen und spricht, ihr Kinder habt Geduld, bald werd ich euch erscheinen. Es ist Advent. 4 Wochen nun sollt ihr euch recht bestreben, gar alles mir zuliebe tun, recht gut und brav zu leben. Die Engel gehen jetzt ein und aus in diesen heiligen Wochen, in jedem frommen Christenhaus an Tür und Herz sie pochen. Sie wollten auf mein Kommenjahr täglich euch bereiten und wenn der heilige Abend da euch an mein Kripplein leiten. Sie mahnen zum Gehorsam euch, zu Fleiß und guten Sitten und tragen in das Himmelreich all eure frommen Bitten. Drum folgt dem Engel treu und gern, denn jetzt ich euch zusende, dann ist der heilige Tag nicht fern, wo ich den Lohn euch spende.